Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren kleinen Fußball-Talk. Mal kein FC Bayern-Talk. Schon so ein bisschen FC Bayern-Talk, aber wir gucken mal. Wir schmeißen mal einen Blick auf die Saison, wie die Saison so gelaufen ist und sagen, da gehen wir auch direkt mal rein in die Tabelle. Abschlusstabelle ist ja da mittlerweile. Und ich gehe mal die einzelnen Vereine durch. Größte Überraschung, vielleicht erstmal größte Überraschung, größte Enttäuschung. Größte Überraschung für mich Union Berlin, ganz klarer Fall. Die Platz 7 kommen in diesen neuen komischen Europacup rein, freut mich riesig für Union. Bin sehr gespannt, ich denke, da wird einiges los sein, der alten Försterei. Größte Enttäuschung für mich persönlich. Muss ich schon die Bremer nennen. Bremer habe ich nicht erwartet, dass sie wieder gegen Abstieg spielen und jetzt sogar abgestiegen sind. Ja. Wo man könnte auch Hertha als Enttäuschung nennen. Aber ja, die habe ich jetzt auch nicht so weit oben gesehen, wenn ich ehrlich bin. Gut. Zum FC Bayern brauche ich nichts mehr sagen, wa? Habe ich den im anderen Video genug gesagt. RB Leipzig, gut, jetzt am Ende sieht man 13 Punkte, ist natürlich schon eindeutig. Ansonsten vom Tabellenplatz und von der Leistung her, denke ich, ähnlich wie bei uns, gar nicht hoch genug anzurechnen. Warum? Haben Timo Werner verloren, der irgendwie über 20 Hütten gemacht hat da letztes Jahr und was weiß ich, wie viele Vorlagen. Haben da keinen Ersatz für gehabt. Haben das intern aufgefangen und hatten eine Woche mehr Vorbereitung wie wir, also 2. Wir hatten eine. Und dass wir dann beide vor Dortmund stehen, die irgendwie 6 oder 8 Wochen Vorbereitungszeit hatten, kann man nicht hoch genug anrechnen. Dortmund für mich eine Enttäuschung. Kann man nicht anders sagen. Klar, jetzt zum Ende hin haben sie die Kurve nochmal gekriegt, haben Champions League geschafft, haben den Pokal gewonnen. Aber auf die Saison gesehen muss von Dortmund mehr kommen. Die haben so einen guten Kader. Klar, viele Junge, aber haben dann auch noch ein paar Erfahrene nachgeschoben. Mit dem Emre Can und sowas. Von Dortmund muss mehr kommen. Dortmund muss mit uns auf Augenhöhe sein, wenn wir so eine schwierige Saison haben, wie wir die Saison hatten. Ja, muss man ganz klar so sagen, da muss Dortmund zur Stelle sein und muss uns fordern, was sie nicht getan haben. Von daher gehört Dortmund für mich auch zu den Enttäuschungen und ja, anders kann man das nicht sagen. Klar, jetzt so für Dortmund haben Pokal gewonnen, für Dortmund war es eine erfolgreiche Saison, sind Dritter geworden, Pokal gewonnen, alles gut. Aber dieses Jahr war definitiv die Chance da, Meister zu werden. Man muss, hier 10 Niederlagen ist für Dortmund halt too much. Ja, man muss uns dann unter Druck setzen, was sie einfach nicht geschafft haben. Ja, meine Meinung. Wolfsburg hätte ich nicht erwartet auf 4. Aber generell, die waren ja zwischenzeitlich die ganze Zeit Dritter, waren dann sogar, weiß gar nicht, ob sie mal Zweiter waren. Ist auch wurscht, aber Champions League geschafft, souverän geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ist für mich auch eine Überraschung. Denke, ein großer Erfolg für den Club. Definitiv. Ja, ist ein bisschen schade, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade so durchgucke, also ein bisschen schade. Ich denke nicht, dass sie in der Champions League groß was reißen. Müssen uns nichts vormachen, aber ich sehe eh keine 4. Mannschaft, die irgendwie Champions League-mäßig was reißen kann. Da sehe ich Bayern, Leipzig, Dortmund und sehe ich da im Moment keine Mannschaft, die das könnte. Ja, Leverkusen, ja, die haben zwischendurch mal eine Saison, wo sie mal über die Vorrunde hinauskommen in der Champions League. Vielleicht ist da mal ein bisschen frischer Wind gar nicht schlecht, die mal ein bisschen heiß sind. Vielleicht mal ein bisschen Glück haben mit einer Gruppe oder so, keine Ahnung. Ja, aber jetzt so einen 4. starken Vertreter haben wir eigentlich gar nicht. Ja. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber vielleicht kommt das noch. Frankfurt, ja, Frankfurt hat's verschenkt. Ja, Frankfurt hat's verschenkt. Ja, weiß ich nicht. Verstehe ich auch nicht, ganz ehrlich. Zu den Trainergeschichten komme ich gleich. Aber ich verstehe nicht, wie eine Mannschaft das wegwirft. 2 Spieltage vor Ende. Das darf man nicht wegschmeißen. Man hat den Punkt vor Dortmund.
Das darf man nicht wegschmeißen. Ganz einfache Kiste, also. Egal, ob der Trainer geht, ob der Sportvorstand Freddy Bobic geht, sonst irgendwas. Wenn man da Spieler ist, man hat die Chance, Champions League zu spielen. Es waren jetzt keine übermäßigen Gegner, gegen die sie verloren haben. Darf man nicht wegschmeißen. Punkt. Da muss man sich als Mannschaft halt selbst coachen für 2 Spieltage. Wenn man meint, der Trainer ist ein Arschloch und wir kommen mit dem Trainer nicht mehr klar. Meine Meinung. Enttäuschend. Gut für Dortmund. Am Ende des Tages gut für Deutschland, weil die Frankfurter hätten wahrscheinlich auch nichts gerissen in der Champions League. Müssen wir uns nichts vormachen. Leverkusen auf 6, enttäuschend. Enttäuschend, also ich hätte sie auf jeden Fall auf 4 gesehen. Ja, also vor Wolfsburg und Frankfurt. Haben ja auch eine gute Hinrunde gespielt. Ich weiß gar nicht, können wir hier Hinrunde einblenden oder was? Nee, können wir nicht. Können aber hier den 18. Spieltag machen. Aber wir haben ja 34, wa? 17. Ja, selbst hier war Dortmund halt schon weg, ne? Da war Leipzig, die uns unter Druck gesetzt haben. Guckt euch an, Dortmund war 10 Punkte weg. Also halt. Aber da war Leverkusen noch mit am Start, ne? Und Union war 6. Also. Nur mal, weil ich sagte, so die größte Überraschung. Ja, enttäuschend Leverkusen für mich, ne? Obwohl man sagen muss, haben natürlich auch Substanz verloren. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Ja, aber mit dem Trainerwechsel haben sie sich keinen Gefallen getan. Ja. Weiß ich auch nicht. Habe ich auch nicht verstanden, den Trainerwechsel, ganz ehrlich. Union Berlin, ja, für mich die Überraschung schlechthin. Ich habe es natürlich vor 2 Spieltagen gesagt, dass sie 7. wären. Vor Gladbach. Grüße gehen raus an meinem Schwager. Ja, ich hoffe, wir fahren dann mal zu irgendeinem Auswärtsspiel nach Schottland oder so, wa? Weißt du Bescheid, ich bin mit am Start auf jeden Fall. Ja. Komplette Überraschung. Werden wir jetzt sehen nächste Saison, wie sie es gebacken kriegen, aber ich denke einfach mal, weil mein Schwager auch sagte, ja, er hat dann so ein bisschen Sorge, was ja viele Mannschaften hatten, wie Freiburg oder sowas, oder aber auch Bochum mal, die Europacup waren, dass sie dann in der Bundesliga eher absteigen, was schwer zu handeln ist, aber ich denke, gerade als Union, das 2. Jahr Bundesliga, muss man Europapokal mitnehmen. Selbst wenn du dann absteigst, diese Europapokalsaison nimmt dir keiner mehr, ja. Und ich denke, du kannst ja jederzeit wieder aufsteigen. Und ich denke aber auch, dass Union das hinkriegt. Also die haben das so gut gemanagt diese Saison. War für mich so die einzige Mannschaft, die das wirklich mal ausgenutzt hat, dass eine Vorbereitung da war, eine lange Vorbereitung. Wenn man so andere Mannschaften anguckt, wie Leverkusen, Gladbach, die haben das halt alle nicht geschissen gekriegt. Ja. Von den Top-Vereinen, Dortmund, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja, Chapeau. Ich freue mich auf das ein oder andere Spiel von Union und bin da gerne mit am Start. Gladbach, enttäuschend. Enttäuschend. Gladbach hat selbst weggehauen. Gehen wir mal, keine Ahnung, 24 Spieltag. Ich weiß nicht, wann war das, wo sie in Rose rausgeballert haben? Obwohl, hier war ja auch schon Essig. Ich weiß nicht, wann das verkündet wurde. Genau, hier waren sie noch gleich auf. Hier war noch alles eng. Waren es 4 Punkte bis zur Champions League. Da haben sie verkündet, ja, der Rose geht nach Dortmund. Zack, ich weiß nicht, 10 Spiele oder was, 9 Spiele in Folge oder 8 verloren. Muss man ganz klar sagen, ja, musste Ebe sich auch mal ankreuzen lassen, wa? Punkt. Fertig. Ich mag Eberl, ja, und er hat sich unter Druck gesetzt gefühlt von den Fans, weil die Fans ein Votum gemacht haben, einen offenen Brief geschrieben und sonst irgendeinen Scheiß, dass der Trainer gefeuert werden soll. Hat das halt durchgezogen, was ich irgendwo verstehen kann. Ich weiß nicht, wie viele Spiele, es waren 5 oder 6, die sie in Folge verloren haben. Dann haben sie mal 1 gewonnen, dann haben sie wieder unentschieden und so weiter. Ja, und jetzt ist man nicht international und nicht mal dabei.
Ja, sorry, Max, kannst du dir ankreiden. Oh, weil du ja immer von allen Seiten so gefeiert wirst. Wirst du von meiner Seite nicht. Punkt. Dass man das öffentlich macht, weil die Spekulationen da waren, völlig okay. Spätestens nach der 3. Niederlage in Folge musst du den Trainer weghauen. Man ist Gladbach. Man möchte in die Champions League zu der Zeit noch. Und nach 3 Niederlagen war schon klar, die Champions League ist weg. Da muss ich den Europapokal retten. Und man hat gesehen, dass die Mannschaft nicht mehr hinterm Trainer stand. Ich denke, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt. Wir sind so bei der Hälfte der Bundesliga fast. Um das Thema mal anzusprechen mit den Trainern. Es gibt ja so viele Trainerwechsel dieses Jahr. Ja, die Frage ist ja immer, genauso wie es in Frankfurt war. Wenn ich da jetzt als Mannschaft bin, dann ist ein Trainer, der erzählt mir jetzt, ja, wir machen das jetzt so und so und so und so, damit wir nächstes Jahr Champions League spielen. Ja, und der Trainer ist gar nicht mehr da. Wie willst du den Trainer für voll nehmen? Oder wie willst du den Trainer... Guck mal, in Gladbach es war kurz nach der Hinrunde oder was. Da wurde das öffentlich gemacht, er geht nach Dortmund. Und dann spielen die noch im Pokal gegeneinander und sowas. Wie willst du den Trainer denn da ernst nehmen? Wie soll das klappen? Wie soll der Trainer noch die Mannschaft erreichen und sagen, ja komm, wir bauen hier was Großes und hast du nicht gesehen? Und ja, aber ist nicht, ich bin nächstes Jahr weg, aber ist ja nicht schlimm. Wir können doch trotzdem noch was Großes bauen. Das klappt halt nicht, Leute. Man kann nicht ein halbes Jahr vorher sagen, der Trainer ist nächstes Jahr weg und dann erwarten, dass alles so weitergeht. Das kann man machen, wenn er irgendwie 10 Jahre bei dem Verein war. Ja, dann kann ich das verstehen. Oder 5, 6 Jahre. Aber nicht, was war der jetzt in Gladbach? 2 Jahre, 1,5 Jahre? Also mit dem nicht gefolgt ist 2 Jahre oder was? Ich weiß es gar nicht. Man hat gesehen, dass das nicht geht. Und klar, die Fans, dass man sich dann da nichts diktieren lassen möchte, verstehe ich. Ja, aber jetzt... Na, brauchen wir nichts weiter sagen. Platz 8 und gar nichts. Und dann versuch jetzt mal die Spieler zu halten, die du in deinem Kader hast. Viel Spaß. Die Spieler freuen sich natürlich super. Ja, manche sind Nationalspieler geworden, weil sie sich europäisch zeigen durften. Und jetzt sind sie wieder in der Versenkung. Ja. Und jetzt kommt hier der Hammer. Erstmal ist der Sprung von Gladbach nach Dortmund, kann ich ja noch irgendwo verstehen. Obwohl ich mir auch nicht sicher bin, ob das gut geht. Gerade unter den Gesichtspunkten, dass der Terzic ja die Kurve gekriegt hat und Pokalsieger geworden ist und die Champions League geschafft hat. Und ein Dortmunder Jung ist. Der Rose ist ein guter Trainer. In meinen Augen müssen wir uns nichts vormachen. Aber lass den mal die ersten 10 Spiele, lass den mal einen Fehlstart fahren. Lass den mal einen Fehlstart fahren. So von 10 Spieltagen, wo die irgendwie nur 2 Siege und 2 Unentschieden und so weiter überholen. Du kannst gar nicht so schnell gucken, wie der weg ist. Wie der Baum da brennt. Garantiere ich euch. Erst recht, weil die Mannschaft, das ist ja eigentlich der Knackpunkt. Die Mannschaft hat den Favre abgesägt und hat sich den Terzic da hingesetzt und war begeistert vom Terzic. Hat sich hinter den Terzic gestellt, auch als es schlecht lief. Und der Terzic hat sich vor die Mannschaft gestellt, als es schlecht lief. Ja, und jetzt lass den Rose da mal antanzen und lass sich das mal mit dem Hummels, ich weiß nicht, wer da noch Führungsrat in der Mannschaft ist, verscherzen. Dann ist das Thema durch, Leute. Dann kriegt der da keinen Fuß auf den Boden. Ansonsten, klar, er ist ein super Trainer, er kann mit jungen Spielern, er passt super zur Philosophie der Dortmunder. Was ich eigentlich damit sagen möchte, für beide Vereine hat man sich keinen Gefallen getan, das so zu handhaben, das so früh bekannt zu geben. Die Gladbacher sind dadurch aus dem Europacup raus, weil der Eberl dann nicht das Rückgrat hatte, seinen Fehler einzugestehen und ihn dann doch noch zu feuern. Ja, und die Dortmunder haben sich ein Problem ins Haus geholt, weil der Terzic eigentlich, das ist sein Wunschverein, er möchte nirgendwo anders Trainer werden. Ja, und er hat Erfolg gehabt. Ne? Mehr oder weniger, aber er ist Pokalsieger und geht dann auf den Co-Trainerposten zurück. Schwierig.
Es kann gut sein, dass er Rose einschlägt. Wie gesagt, er ist ein guter Trainer. Vielleicht kriegt er das alles geregelt. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial da. Aber auf jeden Fall Gladbach, Enttäuschung. Stuttgart, sehr positiv. Sehr positiv, Platz 9. Sogar vor Freiburg. Freiburg, ihr seht es ja positiv. Die Freiburger, für mich auch kein Absteiger gewesen. Ich habe vor der Saison auch Schalke und Köln als Absteiger getippt, beziehungsweise als 2 Vereine auf den letzten 3 Plätzen und hatte, ich glaube, Mainz dabei. War ich dieses Jahr gar nicht mal so schlecht, sonst habe ich meistens gar keinen. Nur mal so nebenbei. Freiburg, ja, gibt's nichts zu sagen. Christian Streicher, der macht da, ihr seht's, komplettes Mittelmaß, 45, 52 Tore, der macht da einfach einen Bombenjob seit Jahren. Ja, Hoffenheim ist enttäuschend. Hoffenheim ist ein bisschen enttäuschend für mich. Aber klar, die haben den Trainer von unserer zweiten geholt, den Hoeneß, und ja, ist natürlich nicht so einfach, dann so aus dem Amateurbereich gleich in die Bundesliga rein. Wird da ein bisschen Lehrgeld bezahlt haben, aber wenn er die richtigen Schlüsse daraus zieht, wenn die Hoffenheimer die Ruhe bewahren, an ihm festhalten, denke ich, geht das auch wieder aufwärts. Allerdings muss man natürlich auch gucken, wie da so die Personalplanungen sind. Aber ich denke, ja, ob Hoffenheim nochmal diese Rolle einnehmen kann, so um den Europacup-Platz zu spielen, wird man nächste Saison sehen, denke ich. Wird spannend zu sehen sein. Kommt drauf an, ob da ein gewisser Herr SAP da nochmal ein paar Millionen reinbuttert. Mainz. Ja, Mainz hat die Kurve gekriegt. Für mich waren die schon komplett abgeschlagen. Ja. Und haben dann ja, so eine Aufholjagd hingelegt, wie Schalke es sich gewünscht hätte. Da sieht man halt mal, was ein Trainer, was ein Sportvorstand, was Ruhe im Umfeld dann doch ausmachen kann. Ne? Also Chapeau. Habe ich persönlich nicht mitgerechnet, dass sie da unten nochmal rauskommen. Und ich glaube, ich hatte sie auch als Absteiger-Tipp vor der Saison. Augsburg, dass Augsburg da so in die Bredouille kommt, hätte ich nicht gedacht. Obwohl der mit dem Herrlich, also der Herrlich ist für mich eine absolute Wurst als Trainer. Der strahlt für mich null aus und philosophiemäßig kann ich mich mit dem auch nicht anfreunden. Habe ich eh nicht verstanden. Er hat für mich auch absolut null nach Augsburg gepasst. Jetzt haben sie den Weinziel wieder, ja, ich denke, da wird es wieder aufwärts gehen. Der Weinziel hat nirgendwo Erfolg gehabt, außer in Augsburg. Das ist dann halt doch nicht, er war ja sogar mal bei uns im Gespräch zu der Zeit. Man sieht also, das Umfeld und so weiter spielt alles eine Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass der Weinziel da wieder, wenn die da wieder so gut zusammenarbeiten und so weiter, dass er da wieder voll einschlägt in Augsburg. Hertha, ja, absolute Enttäuschung, Leute. Absolute Enttäuschung. Hertha hat es aber richtig gemacht. Haben Dardai wieder reingesetzt. Ja, Punkt. Ist halt der Mr. Hertha. Wir werden nächstes Jahr auch kein Zauberfußball sehen von der Hertha. Wir werden eine kämpfende Mannschaft sehen, die eine starke Abwehr haben wird. À la Hüb Stevens, die 0 muss stehen. Ich denke aber nicht, dass Hertha nächstes Jahr wieder da unten reinrutschen wird. Ich denke, solides Mittelfeld, mit ein bisschen Glück sogar Europapokal schnuppern. Schauen wir mal. Bielefeld, ja, habe ich aus Sympathie nicht als Absteiger getippt. Und die haben es am letzten Spieltag jetzt klar gemacht in Stuttgart. Freut mich. Allein auch aus dem Grund, dass Bochum aufsteigt. Warum nicht mal schön nach Bielefeld gegen Bochum fahren und umgekehrt? Sehe ich mich im Stadion definitiv. Habe ich Bock drauf, warum nicht? Und freut mich natürlich. Bin jetzt nicht so weit weg vom Bielefeld hier. Das freut mich, dass sie drin geblieben sind. Köln. Relegation steht da noch nicht fest. Köln wird es schwer haben in der Relegation. Eigentlich ist der Bundesligist immer im Vorteil. Die Kölner können froh sein, in meinen Augen, dass sie sich für den Funkel entschieden haben, weil er es einfach kennt. Ja. Das ist ein kleiner... Also wäre der Funkel nicht da, würde ich sagen, die Kölner schaffen das nicht in der Relegation. Mit dem Funkel... Aber wird eine spannende Relegation werden. Je nachdem, ob es Kräuter Fürth wird, Kiel. Ich weiß gar nicht, ob die Bochum glaube ich, auch noch reinrückt. Profit, glaube ich, noch einen Punkt oder was.
Wird spannend zu sehen sein. Ist natürlich ein Trauerspiel, wenn die 3 Vereine. Ich meine, es ist schon ein Trauerspiel, dass Bremen und Schalke runtergehen. Ja, und dann eventuell die Kölner noch. Und dann kriegst du Bochum, was super ist. Ich mag die Bochumer. Ich habe ein Bochum-Trikot im Schrank. Alles gut, ich fahre gerne nach Bochum. Kann ich mal wieder öfters ins Stadion. Ist nicht so weit wie nach München. Habe ich Bock drauf. Und dann kriegen wir Greuther Fürth und Kiel. Sehe ich beide nicht in der Bundesliga, Leute. Aber sie haben es natürlich verdient. Wer sich sportlich qualifiziert und wer hier so sportlich abgeht, ich meine die Bremer. Ja, Leute. Das war halt, was sie jetzt gemacht haben, war halt auch so lächerlich. Leute, ich kann nicht am 33. Spieltag den Kohlfeld vor die Tür stellen und ein Schaf da hinsetzen. Wenn, dann hätte ich es vor, was weiß ich, die haben vor 3 Spielen, vor 5 Spielen, vor 10 Spielen, haben sie jeweils eine Krisensitzung gehabt, ob sie den Trainer behalten. Ja, dann muss es dann auch durchziehen. Na, ich meine, die hätten auch nichts anderes als heute 4-1 verloren oder sonst irgendwas. Vielleicht hätten sie sogar gewonnen. Na, wer weiß das schon. Nee, da muss ich Bremen auch selber an die Nase fassen. Ist für mich komplett überraschend. Ich habe die Bremer eigentlich auf dem Weg nach oben gesehen wieder. So Richtung Europapokalplätze habe ich die Bremer erwartet. Dass sie so abgekackt sind. Schwierig. Also Bremen wird es richtig schwer haben jetzt. Richtig schwer. Ich meine, die Entwicklung geht seit Jahren dahin, wo sie jetzt ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Tut mir persönlich sehr weh, weil ich habe die Zeiten erlebt, wo Bremen noch Herausforderer Nummer 1 von uns war. Waren schöne Zeiten. Ich war sehr oft im Bremen Stadion. Ich habe es immer sehr genossen. Waren sehr geile Fahrten. Sehr cool. Von daher tut es mir weh. Und sie werden es nicht leichter haben wie der HSV, um wieder aufzusteigen. Weil Geld ist keins da. Die haben ein paar gute Spieler in der Kader, die nicht mehr da sein werden nächste Saison. Wird schwer werden. Ich denke, Union hat gezeigt, wie man es machen kann. Ja? Den Weg hätte Bremen halt auch nehmen können. Union hat nicht mehr Geld wie Bremen. Von daher, ja. Wie gesagt, ich finde es schade. Aber auf der anderen Seite, ja, wir werden nächstes Jahr eine 2. Liga haben. Können wir ja gleich mal reingucken. Die wird mega werden, Leute. Ich kann es euch sagen, ey. Die wird richtig mega werden. Da kannst du schon eher 2. Liga wie 1. Liga gucken. Ich sag's euch. Ohne Scheiß, ey. So, Bochum geht hoch. Lege ich mich fest. Ja. Wie gesagt, ist noch nicht ganz durch. Also sie brauchen einen Punkt morgen. Es wäre super, super pervers, wenn die irgendwie hier hingehen würden, ey, auf dem 3. Platz. Ich hoffe, die Bochumer kommen hoch. Ansonsten wird man sehen, wie Relegation ausgeht, aber ansonsten hast du Holstein und Greuther Fürth in der 1. Liga. Wow. Gehen wir mal davon aus, es kommen alle 3 runter. Ja. Also erstmal Bremen, enttäuschende Saison. Ja. Aber selbst schuld mit ihrem Hickhack. Entweder hätte ich den Trainer in den Rücken gestärkt, komplett durch eine Kante, nicht alle 5 Spieltage irgendeine Krisensitzung machen und sich dann immer doch dafür entscheiden und dann am letzten Spieltag ein Schaf dahinsetzen. Das ist Schwachsinn gewesen. Schalke, über Schalke brauchen wir gar nicht reden, Leute, oder? Ich habe sie vor der Saison als Absteiger getippt. Ja, und ist ein Trauerspiel. Also 16 Punkte. Und da wurden auch 3 geschenkt von Frankfurt. 25:86 Tore. 3 Siege. Was soll man sagen, Leute? Trauerspiel. Aber Köln, Bremen, Schalke. Köln, Bremen, Schalke, Düsseldorf, Hamburg. Lass mal Heidenheim raus. KSC, Darmstadt, St. Pauli. Allein, dass du Bremen, Hamburg, St. Pauli hast. Paderborn, ja, kann man drüber streiten. Hannover 96. Nürnberg. Aue ist okay. Ossi-Club, Jan Regensburg, ja. Obwohl, das ist ja noch nicht safe, wer hier runtergeht oder wer nicht. Dass Braunschweig runtergeht, ist ein bisschen schade. Osnabrück, ja. Und aus der 3. Liga kommt hoch Rostock.
Dresden. Ja, und entweder Ingolstadt oder 60. Gehen wir mal von 60 aus. Alter, was eine zweite Liga, oder? Da hast du vielleicht Heidenheim, die so nicht reinpassen, so jetzt traditionsmäßig. Und halt hier entweder Jan Regensburg oder Sandhausen, wenn du Pech hast. Aber sonst hast du nur fette Hunde. Immer Paderborn ist halt auch noch nicht so. Aber ansonsten hast du hier nur fette Hunde drin. Ja? Die alle mal Erstliga. Und nicht gerade wenig Erfahrung haben in der Erstliga. Bremen ist, glaube ich, immer noch Zweiter in der ewigen Tabelle der Bundesliga, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ewige Tabelle Fußball Bundesliga. Wow, wurden überholt, aber dann erst diese Saison von Dortmund. Ja. Krass, oder? Hier haben wir auch so viel Kackwerbung, Alter. Ist leider gar nichts. Ja, krass, oder? Zweite Liga. Ich meine, Hamburg war schon krass. Hier ist Schalke, zweite Liga. Köln, eventuell zweite Liga. Lautern, dritte Liga. Gegen Abstieg gespielt in der dritten Liga. Ich meine, Bochum jetzt als 13. kommt mal wieder hoch. Freut mich riesig. Nürnberg. Seit Jahren versunken in der zweiten Liga. 14. Hannover. Zweite Liga. Duisburg, vierte Liga. Dümpeln auch, haben lange um Abstieg gekämpft in der dritten Liga. Dritte Liga ist es nicht, vierte Liga. Also wie Lautern, dritte Liga. Düsseldorf, Karlsruhe, Braunschweig, 60. Alles zweite Liga in der Saison. Aber alles hier in den Top 20, ewige Tabelle, erste Bundesliga. Müsst ihr euch mal vorstellen, ey. Gut. Meine Aussichten, meine Prognosen. Machen wir das vielleicht noch zum Abschluss. Bayern ist für mich natürlich Meisterschaftsanwärter Nummer 1. Gut, wir haben einen engen Kader. Wenn bei der EM echt viel schief läuft und echt wir irgendwie 3 Verletzte haben, einer davon ist Levi und irgendwie langzeitverletzt, wird es schwer werden. Eigentlich traue ich den Dortmundern jede Saison zu, dass sie uns angreifen. Die haben es irgendwie in den letzten Jahren nicht einmal auf die Kette gekriegt, was sehr schade ist, weil mal ein spannender Meisterkampf ist für alle gut. Die Trainerkonstellation, ja, könnte schwierig werden. Mannschaftsmäßig, selbst wenn sie den Sancho abgeben, ist Dortmund, ja, also für mich vom Talent her, klar die Erfahrung vielleicht, aber da haben sie auch ein bisschen nachgebessert. Also wenn da der richtige Trainer da ist, ganz klar die Nummer 2 und auf Augenhöhe eigentlich. Also wir müssten schon an uns rankommen, wenn wir schwächeln. Das erwarte ich. Ob das so sein wird, auch die haben viele Nationalspieler, verletzungsmäßig Vorbereitung. Aber ja, nächste Saison ist es wahrscheinlich so ungefähr auf einer Stufe. Ich weiß gar nicht, ob Norwegen mit dem Haaland dabei ist. Das wäre natürlich ein Vorteil für Dortmund, wenn er nicht dabei wäre. Ja, aber ansonsten werden sie die gleichen Probleme haben wie wir. So vorbereitungsmäßig. Obwohl deutsche Nationalspieler haben sie ja nicht wirklich viele. Hummels. Wow. Ich glaube, das war es, oder? Trauerspiel. Von daher sieht es doch ein bisschen besser aus in Dortmund. Leipzig, weiß ich nicht. Ich glaube, Jesse March kommt. Super sympathischer Trainer. Bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich drauf in der Bundesliga. Bin sehr gespannt. Ich denke, die werden irgendwann gehen, aber die werden wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Spieler verlieren. Haben den Nagelsmann jetzt weg. Aber wie gesagt, der Jesse March ist ein ehrgeiziger Mensch. Gefällt mir sehr gut als Trainertyp, auch was er in Österreich gemacht hat. Ich bin gespannt. Ich denke, um die Champions League müssen die wieder spielen. Je nachdem, wie auch da die Geldkassette irgendwie aufgeht. Vielleicht auch um mehr. Aber um die Meisterschaft glaube ich nicht. Also ich sehe als einzigen Konkurrenten die Dortmunder nächstes Jahr um die Meisterschaft. Wolfsburg ganz schwer einzuschätzen. Da steht ja auch noch in den Sternen, was mit dem Trainer ist. Und der Schmatke ist da immer, der hat immer so Probleme mit dem Trainer. Und weiß ich auch nicht. Ganz schwierig einzuschätzen. Auch da der Kader und dann Champions League. Und da könnte es halt echt so sein, durch die Champions League dann Bundesliga schlecht und irgendwie Absturz ins Mittelmaß. Kann aber auch sein, dass sie sich vielleicht um Europa halten.
Frankfurt dasselbe. Frankfurt, ja, die haben keinen Sportvorstand, die haben keinen Trainer. Einige Spieler werden mit Sicherheit gehen, weil sie die Champions League nicht erreicht haben. Wenn ich da an so ein Silber denke und sowas. Die würden natürlich lieber Champions League spielen, aber am Ende des Tages haben sie es selber verkackt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Wird interessant zu sehen sein. Ich denke, für mich eher absteigende Tendenz, genau wie Wolfsburg. Leverkusen, ich weiß gar nicht, steht schon ein Trainer fest für nächste Saison in Leverkusen. Vieles wird vom Trainer abhängig in Leverkusen. Wenn sie den passenden Trainer finden und da dann mal dran festhalten, über 1-2 Jahre, auch wenn es mal irgendwie schlechter läuft, kann es eigentlich nur bergauf gehen in Leverkusen. Die haben immer so viel Potenzial in der Mannschaft. Da sollte der Pfeil eigentlich nach oben gehen. Union Berlin bin ich mega gespannt. Ich hoffe, sie halten das. Ja, klar muss man keine Illusion haben und sagen, ja, wir spielen nächstes Jahr aber wieder um Europa. Aber wenn sie im Mittelfeld landen, Platz 9, 10, 11, wäre doch super. Und wenn wieder Fans erlaubt wären, es geht ja langsam dahin, hoffen wir, es kommt nicht noch eine nächste Welle oder Mutation bei dem scheiß Corona, dann ist Union Berlin nochmal ein anderes Level, denke ich, in den Heimspielen. Also ist kein Nachteil für Union, wenn da Fans im Stadion sind. Von daher bin ich da eigentlich guter Dinge. Vielleicht könnte ich es sogar bestätigen, die machen ja intelligente Transfers. Da haben wir jetzt auch den Rani Kedira, habe ich heute gehört, schon verpflichtet. Ja, und haben einen guten Trainer da, der das da im Griff hat. Also von daher, wer weiß. Vielleicht überraschen sie uns nochmal. Ansonsten traue ich den Unionern aber zu, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, auch wenn sie im Europapokal spielen. Gladbach ganz schwierig. Ganz schwierig. Können wir nochmal auf das Trainerthema zurückkommen. Was ich vorhin ja nur angeschnitten hatte. Dass der Rose von Gladbach nach Dortmund geht, kann man irgendwo nachvollziehen. Dortmund ist nochmal ein anderer Step wie Gladbach. Obwohl er in Gladbach um die Champions League gespielt hat. Die Champions League Teilnahme. Und er hat auch einen talentierten Kader da. Und auch in Gladbach gehen die größten Talente weg. Und die größten Talente gehen auch in Dortmund weg. Ein bisschen teurer. Wäre da geblieben in Gladbach, hätte gesagt, ich möchte das hier aufbauen. Glaube ich, in 2-3 Jahren wäre da auch ein Level da gewesen, wo man da um die gleichen Plätze hätte spielen können wie Dortmund. Aber, ja. Worauf kommen wir jetzt zurück? Hütter geht vom Champions League Teilnehmer, wo er eigentlich safe drin war, er hat selber verkackt, jetzt zu einem noch nicht mal im Europapokal Teilnehmer. Why? Safe, wäre der Hütter, wäre Trainer geblieben, hätten die Champions League gepackt. Nicht mehr sicher. Und jetzt geht er nach Gladbach, die noch nicht mal im Europacup spielen. Wo ist der Sinn? Ja. Es ist nicht so, dass Gladbach jetzt ein größerer Verein wäre wie Frankfurt. Ganz im Gegenteil, Frankfurt ist für mich, hat viel mehr Potenzial, fanmäßig, stimmungsmäßig wie Gladbach. Wo Gladbach jetzt nicht schlecht ist, ja, versteht das nicht falsch. Aber den Step verstehe ich nicht. Ja, es ist auch nicht jetzt so, dass in Gladbach mehr Geld da wäre wie in Frankfurt. Oder was weiß ich was. Ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Kannst du natürlich den Eber ein großes Plus machen, dass er den losgeeist hat. Ja, definitiv. Ja. Ich weiß nicht, ob es passt mit dem Hütter in Gladbach. Ich weiß es nicht. Bin sehr gespannt. Kann ich nicht einschätzen. Kann ich keine Prognose abgeben. Ich würde sagen, von Platz 4 bis unteres Mittelfeld ist alles drin in Gladbach. Kann ich nicht einordnen. Stuttgart wird es schwer haben, denke ich. Wird zu sehen sein, inwieweit sie den Kader zusammenhalten können. Und vielleicht punktuell nochmal 1-2 nachlegen können. Weil sie haben ein paar sehr interessante Spieler drin, die mit Sicherheit nicht uninteressant für diese Region Vereine ist. Hier. Lassen wir Dortmund und Leipzig weg. Ja. Oder auch für etwas zahlungskräftige wie das hier, was weiter unten steht. Oder auch hier. Ja, wird interessant sein. Ich gönn's den Stuttgarter, wenn sie es bestätigen können, aber je nachdem, man muss halt echt erstmal abwarten. Ich werde natürlich nochmal so eine Prognose vorm Saisonstart machen. Dann sieht man die Kader und sowas. Ich sag, wenn sie den Kader beibehalten können und vielleicht punktuell verstärken können, werden sie wieder so
im Mittelfeld spielen. Vielleicht mit einem Ausschlag nach oben, vielleicht je nachdem, wie die anderen Mannschaften losen oder nicht. Oder einen kleinen Ausschlag nach unten, aber nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Freiburg wird eh nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Freiburg ist, ist der Streich, neues Stadion, Fans erlaubt, die Saison wird Freiburg nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Hoffenheim sehe ich eigentlich auch eher auf dem Weg nach oben. Und dann wird es halt schwer in der Saison, ne, Absteiger zu finden. Mainz ist für mich wieder Absteiger Nummer 1 nächste Saison, obwohl die mich auch jedes Jahr eines Besseren belehren. Aber es kommen, ja, obwohl wenn Fürth und Kiel hochkommen, dann habe ich schon noch 2 Absteiger. Das ist einfach so, keine Ahnung. Ich meine, wahrscheinlich überrascht uns da auch einer von beiden dann. Aber ansonsten, Mainz ist für mich immer so an der Kante. Augsburg habe ich gesagt, Augsburg, ja, auch da wird es ein bisschen auf den Kader ankommen, aber ich denke, die werden sich auch halten. Und Hertha, im Dardai, wenn die am Dardai jetzt festhalten und im Dardai freie Hand lassen, wird Hertha auch nach oben gehen. Bielefeld wird schwer haben, definitiv. Die werden wieder nur um Abstieg spielen, da müssen wir uns nichts vormachen. Werden wahrscheinlich wieder bis zum letzten Spieltag dagegen kämpfen. Alles andere wäre eine Überraschung. Ja, und je nachdem, Köln hat natürlich auch ein mega Potenzial. Ging es aber auch nicht geschissen, mal einen vernünftigen Trainer da zu etablieren, der dann da auch mal ein paar Jahre Ruhe hat. Ja, Köln ist immer noch so ein heißer Stuhl irgendwie, verstehe ich auch nicht. Die Kölner haben irgendwie so einen Anspruch und raffen nie, dass sie halt im Abstieg spielen. Das war die Saison wieder nicht anders. Das ist immer so in Köln. Und dann holen die immer so Idiotentrainer dahin wegen Gistol. Mal ernsthaft, Leute. Der hat in bei keinem Verein was gerissen. Dann hole ich den als Perspektivtrainer nach Köln. Warum stellen die Kölner sich nicht mal dahin und hätten mal so einen Jesse March verpflichtet? Von Salzburg. Oder hier den von Young Boys Bern. Warum holt man da nicht einfach mal so einen Trainer? Warum holt man immer diese altgedienten, schon ausgerockten Jungs, die da immer auf die Trainerstühle setzen? Ich meine, jetzt mit dem Funkel haben sie alles richtig gemacht. Wenn er es nicht schafft, dann hätte es keiner geschafft. Ja? Aber vorher diese ganze Scheiße da, verstehe ich nicht. So ein Verein mit so viel Potenzial, einfach mal da einen vernünftigen Trainer hinsetzen, einen Jungen, der Bock hat und den einfach mal die Ruhe geben. Dann geht das steil in Köln, bin ich mir sicher. Jetzt wird es schwer. Wie gesagt, ich sehe den Funkel so ein bisschen als Trumpf in der Relegation. Muss man aber mal abwarten, wer da überhaupt jetzt Gegner wird. Ne? Ja, das ist so meine Prognose. Die Aufsteiger werden es schwer haben. Auch Bochum wird es wahrscheinlich schwer haben. Ja, weil guckt euch an, was das dann ist. Das ist mir der Grund Fürth, Kiel oder Bochum, die haben alle kein Geld. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die haben alle kein Geld, die werden alle gegen den Abstieg spielen. Ich kann nur hoffen und beten, dass es die Bochumer so packen wie die Bielefelder dieses Jahr. Ich würde es mir mega wünschen, wenn die Bochumer wieder safe im Mittelfeld der Bundesliga zu finden sind. Mag den Verein mega und mich würde es riesig freuen. Ich drücke natürlich die Daumen morgen, dass sie den Punkt holen, den sie brauchen, damit sie safe durch sind. Aber natürlich müssten die anderen natürlich auch erstmal ihre Spiele gewinnen. Aber schauen wir mal, das soll es gewesen sein heute. Mein kleiner Rückblick und Ausblick zur Bundesliga. Wie gesagt, zur neuen Saison können wir das ein bisschen detaillierter machen. Ob ich dann da recht habe oder nicht, ist ja einfach meine Meinung. Haut mir gerne eure Meinung zu irgendeinem bestimmten Club. Wenn ihr einen Herzensclub habt, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin kein Experte bei den anderen Clubs. Ich kann eigentlich nur den FC Bayern einschätzen. Aber wenn ich dann so die Dortmunder sehe, kann ich natürlich sagen, dass ich von der Leistung enttäuscht bin. Genauso wie Schalke und Bremen oder sowas. Aber ansonsten nehme ich mir nicht das Recht raus, da irgendwelche Vereine genau analysieren zu können oder sonst was. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Und das soll es gewesen sein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne ein Abo. Freue ich mich riesig drüber. Und wenn ihr, wie gesagt, kein Video verpassen wollt, aktiviert ihr noch die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich freue mich schon auf die neue Saison. EM weiß ich noch nicht. Ob ich da Bock drauf habe. Ich habe letzte Jahre echt wenig Nationalmannschaft geguckt. Aber sind ja ein paar Bayern-Spieler dabei. Von daher mal schauen, vielleicht
werde ich zur EM auch den einen oder anderen Talk machen. Schauen wir mal. Könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch dran seid, ob ihr da Bock drauf hättet oder nicht. Dann beeinflusst mich das vielleicht ein bisschen. Bleibt gesund, haut rein, bis dann. Ciao.